Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Das Woche rum von Bresel, wir hatten eine gut vollgepackte Woche und die ist für mich losgegangen mit einem flotten Event. Wir waren Montag war ich am Lycée du Nord Volz, meine freie Schule, wo ich auch die Lycée gemacht habe und meine Premiere gemacht habe. An déi Schul gouf ausgezeichnet mat der Plakett fir eng École-Ambassadrice ze ginn vun der Europäischer Union vum Europaparlament, dat hicht sie hunn spezifisch Programmer, wo de Schüler Europa méi no beibrucht gëtt. Ich mein, dat das ganz wichtig, dat och die Jung verstehen, wat den Interesse vun Europa ass, wat ze un Europa hunn, wo et Liewe mir einfach mischt an wéi dramatisch et wär, wenn man die Europäische Union net hätten. Dann hatte ich aber auch derselwichten daraus Glasgang mit der Kommission für internationalen Handel. Da waren ein ganz rich Dossien, die einerseits diskutiert wurden, andererseits die zur Aufstimmung gekommen. Es war einerseits die sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism, wie ihr wisst, haben wir an der Europäischen Union schon viele Produkte in Preis für CO2-Emissionen, zum Beispiel um Stuhl, um Beton. Das sind die Industrien, die schon müssen etwas bezahlen für den CO2. Und wir haben da das Problem, dass es eine deloyale Konkurrenz gibt mit Produkten, die aus Drittländern an die Europäische Union herangefordert gehen, die KSW-Preise und den heutigen System, das ist ein bisschen wie ein CO2-Tax, unsere Grenzen, man nennen es eine Tax, weil das muss auch kompatibel sein mit der Welthandelsorganisation. Und das haben wir diese Woche diskutiert, den Mechanismus, der soll als Betriebe helfen, auch wenn sie mehr hoch abladen für die Umwelt, dass sie trotzdem die Kompetitivität nicht verlieren am Vergleich zu Ländern wie China oder Russland, die aber auch ähnliche Produkte mit Manner Abladen produzieren. Dann haben wir schon China genannt, haben wir auch einen Akkord mit ihnen gestimmt, den das durch, das geht um Protektion von unseren in geografischen Indikationen, zum Beispiel um Parmesan oder auch um Roquefort, wo man den Namen geschützt ist, dass die auch Produkte auch besser an denen dort die Länder geschützt sind. Vice versa haben Chinesen natürlich auch so Indikationen, und die gehen dann eben auch an Kontrapartie bei Eis geschützt. Den Dossier gibt auch mit einer größeren Majorität angeholt. Und dann hat man zwei Rapporte, wo es darum geht, die sogenannten Due Diligence, das sind Konditionen, Sozialkonditionen, Umweltkonditionen, vor allem auch Arbeitskonditionen an den Ländern, wo die Produkte herkommen. Und da wollen wir mehr genau wissen, dass die Menschenrechte auch an der ganzen Chaîne von der Produktion respektiert gehen, dass wir da einen obligatorischen europäischen Kader kriegen, für eben noch mehr fairen Handel zu gestalten. Das auch sind zwei Rapporte, die wir hatten, diese mit größer Majorität angeholt gehen. Und dann ein anderer Punkt als den Guichet unique für als Handelsaufkommen, wo man sich feststellen, wir machen viel Handelsaufkommen mit so vor allem die Großbetriebe, die profitieren. Und mit dem heutigen Guichet unique, also so, dass auch ein kleiner mittelständischer Betrieb ganz sehr herausfinden, wenn ich nach Japan gehe oder wenn ich nach Korea gehe, zum Beispiel, oder Kanada auf dem Marché, kann ich da besser präferenziell Aktien auf dem Marché kriegen. Das geht bis noch nicht, und das haben wir auf Bein gestaltet, das läuft das System. Und das war eine Initiative, die ich ergriffen habe letztes Jahr, und jetzt haben wir es endlich en place. Und das soll vor allem helfen, besonders in dieser Corona-Krise, dass die kleinen und mittelständischen Betriebe neu die Busche für ihre Produkte kriegen und eben auch durch den Verlust, den sie durch die Krise erlitten haben, auch teilweise kompensiert können kriegen. Dann hat man eine Reunion von der FISC-Kommission, das ist eine Kommission, die sich mit Steuerfragen beschäftigt. Da hatte ich auch die Chance, und die Vertreter von der Kommission und von der OCDE Fragen dürfen zu stellen. Die Fragen haben sich hauptsächlich die Doppelbesteuerung gehandelt, aber auch über die Digitalsteuer, die viel diskutiert wird. Das ist eine Steuer, die misst man eigentlich auf internationalem Niveau festlegen. Das geht nicht nur, weil just die Europäische Union das möchte. Da gibt man es wahrscheinlich selber an den Knäschis, wenn man das unilateral machen, da ist es wichtig, dass man die internationalen Foren dafür benutzen. Und dann hat es auch eine Sitzung von der Umweltkommission, es sind ja nur ein Ersatzmember, ich durfte mitstimmen, das ist immer so, den Member titulär hat das Stimmrecht, wenn er nicht da ist, da kann er von den Ersatzmembern fragen. Da sind ich in diesem Fall angesprungen. Und da war ein Dossier, den mir ganz um Herzen liegt, das auch den Wasserschutz zu dienen hat. Und es sind Rapporte am Parlament für die Revision von der Trinkwasserdirektive. An hier geht es ein anderes Sujet, das eigentlich
Kurelen wo auch Schrotkurele, wo zum Beispiel Plomb da benutzt wird an der das also Blei für der Plötzeburg zu suchen, denn Blei wird benutzt für eben an den Munitionen. Aber mir hätte gern, dass es an den Fichtgebieten da also an wo doch viel Wasserfischel gibt etc. dass die Munition nicht mehr benutzt darf gehen aus zwei Gründen. Einerseits weil die Fullen immens sensibel sind an ganz da viel Genezuelen, wie viele Millionen der deren alias wennst du de Bleikurelen stirven an dat wir müssen ergreifen dat hicht mir 100 die Opposition lo eigentlich lo blockiert kriegt und das ein ganz gut Zeichen, wie ich gesagt nicht nimmen für als Villacher für als Wasserfischel mehr für allem auch für Trinkwasser, weil Plomb also Blei am Trinkwasser wissen wir alle Guten als nicht gesund als ganz schädlich für den Menschen. Und dafür sind wir ganz hoffentlich, dass man der Toten durchkriegt. Und ich weiß, dass nicht jeder, du mal da auferstanden hast, vielleicht auch verschiedene Jahre. Aber es gibt Alternativen für Munition und geht ja hauptsächlich Ströms, wie das an den Fichtgebieten abzuhalten. Und ich meine, da habe ich auch mit dir geschwärzt, die war durchaus Verständnis dafür haben. Und du versuchst Ihnen noch schon mal merci. Und ich hatte noch just eine Reunion, wir sind Freitag, die hast du just drüber, über als Relationen mit den Ländern aus der anderen Gemeinschaft, und das waren die Ambassadeuren, die wir hier hatten, für Martinen zu diskutieren, wie ist die Entwicklung seit wir Handelsakkorde mit denen 100 aus Kolumbien, Peru und Ecuador. Die 3 Ambassadeuren hatten wir auch da schon die Reunion dürfen präsidieren. Und da haben wir sie für allem gefragt, wie es ausgesehen mit den Rechter von den indigenen Bevölkerungen. Das ist ganz wichtig. Wir haben aber auch sie darauf alarmiert, dass man nicht damit einverstanden sind, dass für landwirtschaftliche Produktion Büscher aufgeholzt gehen. Und da haben wir zu holen, dass die ziemlich dramatisch ist. Da haben wir auch den bösen Fanger gewiesen. Wir müssen nur gucken, dass wir da den Trend in die andere Richtung kriegen, für auch den globalen Klimaschutz besser assuriert zu kriegen. Das war ein kurzer Überblick über den Rutsch von meinen Arbeiten des Woche. Das ist natürlich nicht alles. Wir sind noch in einer ganz schwierigen Zeit. Ich brauche das nicht zu suchen. Auch zu Lützeburg gibt es ein ganz Rutsch neu Opladen an Sachen, die nicht mehr machen dürfen, etc. Mit wie viele Leute sich treffen dürfen, mit wie viele Leute dürfen bei ihnen hinkommen. Das sind alle Sachen, die am Mengen an zu viel zu schlecht koordiniert sind, auch mal da sind Nopelschländer an mir gesehen, dass du all Land bisschen etwas ähnliches etwas verschiedenes mischt. Und ich muss auch schon erst gucken, wenn ich von Lützeburg auf Bresel fuhren oder umgedreht, war das da nur neu daheim oder war das neu zu Bresel, das dürfte eigentlich so nicht sein. Das vielleicht so mal das Europa, was du nicht richtig funktioniert. Ich muss ja versuchen, die Verantwortung für die Decisionen, die hat nicht Europa, mit das sind als Memberstädte, weil das als Regierung die Mesuren op den Tisch lädt, gerade so wie die deutsche Regierung op den Mesuren op den Tisch lädt oder die Belsch, und dann muss das Parlament das stimmen. Das müsste eigentlich besser zwischen den Memberstaaten aufgestimmt gehen. Wir wissen natürlich, welche Effekte das kann haben. Wenn bei uns zu Lützeburg Kaffee abziehen und an der Belsch nicht, kann es gut sein, dass da viele von den Leuten rüberkommen, dass ein Eiskaffee nach mehr überläuft. Haben wir da gut geschafft, da hätten wir eigentlich Interesse, mit den Opern die Sachen besser zu koordinieren. Ich will nicht zu lange schwätzen, ich will aber auch nicht auffordern, wann der konkret frohen hört, weil ich schwätzen über meine Arbeit, wo ich wirklich drauf schaffen, aber ich finde aber auch vielen anderen Dossieren, wo dir ich darüber interessiert, die ich nicht vielleicht schon thematisiert tun. Du verzeckt nicht, schreibt mir eine E-Mail auf christoph.hansen@ep.europa.eu. Da könnt ihr natürlich auch über Facebook schreiben, da fand ihr mich auch. Und dann gucken wir, dass wir die Fragen, die mir da rausschickt, dass wir die an einer von den nächsten Sendungen hier auch dann thematisieren. Ich so nicht merci für die Nullaustren, aber für allem passt auf den Job, bleibt gesund, halt dich und Vorschriften, auch wenn das nicht immer all kohärent fand. Wir mussten alle gut mal durchpacken, für die heutige Krise an die Kraft zu kriegen, weil Zahlen im Moment sind außer Kontrolle, es gehen immer mehr Fälle und ich meine, wir müssen alle gut wirklich verständlich sein, an also Regeln halten und dann packen wir dadurch zusammen wirklich passt auf den Job und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.